Und weiter geht's mit Kitty McTennant und seiner Bar. Und das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Deshalb würde ich mal sagen, wir sprechen halt nochmal mit allen Personen von Anfang an. Hey, Zieleinewürstchen. Gut, wenn das so weitergeht, sind wir ja bald durch mit allen Gesprächen, wa? Hey, was? Hey, was? Dann ist also jeder an dieser Wand ein Feind von Kit Tannen, der zufällig umgebracht worden ist? Feinde, Konkurrenten, Typen, die Trixie falsch angesehen haben. Ja, Okay, das ist eigentlich gar nicht mal so übel Dann für bis uns. später. hey, sieh da, ein zahlender Gast. Das heißt, wenn wir Trixie also zeigen, dass da die Hall of Fame sich aktualisiert und sie da jemanden erkennt, dann würde sie wohl auspacken. Aber eben, das ist das Problem, sie erkennt uns ja nicht. Ja, wir auch. Das Bild habe ich nicht mehr, war das ist ein bisschen scheiße. Okay, George noch. Es sieht seinem Vater zwar ein bisschen ähnlich, aber... Das glaube ich nicht. Nö, glaube ich auch nicht. Aber vielleicht... Vielleicht nicht? Vielleicht schon. Eben sonst, oder soll der andere da eine Karikatur von ihm zeichnen, das bringt ja auch nichts. Glaubst du, du kannst ein Bild von dem Kerl malen? Sicher. Hey, das sieht aus wie dieser Artie McFly-Saftsack. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ah, Hey, kannst du ihm so einen Hut zeichnen, wie ihn Artie trägt? Voila. Gute Arbeit. Sag das den blöden Redakteuren beim New Yorker. ja, wie auch immer. Leute, das ist unsere Gelegenheit. Vielleicht bringt es ja was, vielleicht auch nicht, aber wir werden es nie herausfinden, wenn wir es nicht versuchen. Karikatur von George zwar, aber da er und sein Vater sich ziemlich ähnlich sehen, vielleicht klappt es ja. Entschuldige, Dad. Und jetzt schnell zur Trixie-Braut. Oder vielleicht zum Bullen, je nachdem. Obwohl, er braucht ja Beweise. Die kriegt er nur von einer guten alten Trixie. Trixie? Ja? Gucke mal. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber du solltest dir vielleicht mal meine Ehrengalerie ansehen. Wieso? Was ist los? Artie? Ich glaub's nicht. Wir hatten eine Abmachung. Artie sollte sicher sein. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich schon. Bundesgesetz zu kriminellen Geschäften. Was? Bevor er starb, hat Artie mir alles Mögliche beigebracht. Literatur, Geschichte, Buchhaltung. Und ich habe eine große Entdeckung gemacht, während ich die Bücher von Kit kopiert habe. Dieser Laden hier ist nicht ganz sauber. Tatsächlich. Oh, ich wusste von den ganzen Gaunereien. Sachen, die man von Typen wie Kit erwartet. Aber als ich herausgefunden habe, dass er keine Steuern auf den Gewinn der Flüsterstube zahlt. Tja, Uncle Sam zu betrügen, das geht zu weit. Sobald ich das der Polizei übergebe, überhäufen die den mit Beschuldigungen. Solchen Beschuldigungen. Hey, Officer! Ja, ganz flott. Hier, guck mal, Süßer, ich hab da was für dich. Ja, kannst du nachher bei mir abholen, wenn du magst. Nö, ich bin geschäftlich da. Was ist mit meinem Ex-Freund, dieser Ratte, passiert? Ich weiß nicht. Ratten. Ich habe dem Chef gesagt, wir brauchen eine Truppe Bluthunde, wie die in Placerville. Aber währenddessen... Alle hergehört, die Party ist vorbei. Alle raus aus der Bar. Flüsterstube? Sie irren sich, Officer. Das hier ist nur eine Eisdiele. Netter Versuch. Raus! Corleone. Wären die Valentis bereit, bei der Entschärfung der Lage zu helfen? Also das, Alter, kannst du aber sicher sein, dass wir es nicht tun werden. Ich weiß nicht. Normalerweise geben sich die Valentis nicht gern mit Verlierern ab. Hey, wir betteln hier nicht.
Kid dachte nur, JJ würde sich gern beteiligen. Besonders jetzt, nachdem wir den Brandstifter geschnappt haben. Warte, du meinst Doc? Doc? Du gehörst gar nicht zur Valenti Gang, oder? Was weißt du über den Brandstifter? Komm schon, ab zur Polizeiwache. Kid kriegt dich, du Ratte. Er kriegt euch alle. Ja, ja. Kid hat Nun, also das wär Doc erledigt. geschnappt. Dank Miss Trotters Aussage sucht die ganze Polizei von Hill Valley nach Kid und seinen Schlägern. Sie verstehen nicht, wir müssen ihn sofort finden. Er hat einen Freund von mir entführt. Wen? Naja, was? Der zeitreichende Sohn des Richters. Jo, wieso eigentlich nicht? Schon gut. Keine Sorge, wir haben den ganzen Platz abgeriegelt. Wenn Kid nicht weiter als 1 Meile weg ist, werden wir ihn irgendwann finden. Ja, irgendwann. Ich fürchte, für irgendwann bleibt keine Zeit. Das hörte ich auch, Marty. Wo ist Kid Tannen? Heini, kannst du mir helfen? Hey, Kleiner, wie geht's? Braver Hund. Ist eine tolle Hilfe. Gut, wo geht's jetzt lang? Marty, Marty! Alter, die Steuerung, die ist... Mit Pfeiltasten geht's einfacher, wenn ihr das dauernde Geklippe hört. Was ist denn das da? Flachmann? Irving Kid Tannen. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar. Aini. Ich habe einen Job für dich, Junge. Schnuppe mal dran, schön. Schön dran. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tannen und Doc bei Herbert Hoover sind, Eini. Okay, ich prüfe das mal. Ein Knopf? Eine Klingel. Betätigen wir sie doch. Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Corleone, was machst du hier? Äh, Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna. Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Das kannst du dem Papst erzählen. Hey, was soll das Ganze? Parker? Tannen, Sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen Sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey, dort drüben. Achtung! Geben Sie auf, Tannen. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tannen sagt, dass es vorbei ist. Besiegen Kid Tannen. Ja, ist einfach gesagt, was getan war. Abfalltonnen, was soll es bringen? Leute, ich habe ein kleines Problemchen. Ja. Uah. Das war knapp. Was? Eine Lücke? Komm ich da durch? Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Es ist Ja, doch ganz wen wundert's, leicht, wa? Tannen. Was hab ich noch alles? Den Flachmann, vielleicht kann ich den noch in den Kopf werfen oder was? Leere Chloroformflasche, ja, leer nützen mir natürlich viel. Nimm das, Alter! Ich glaube nicht, dass er jetzt eine rauchen will. Oh je, oh je. Den Flachmann? Den flachen Mann! Willst du deinen Flachmann zurück, Tannen? Dann hol ihn dir. Toll gemacht, Mann. 1A! Natürlich auch ganz locker. Toll, und jetzt? Jetzt bin ich hier, aber da ist eine Lücke und... Niemand Sonst... legt sich mit Kid Tannen an. Ist natürlich nicht so gut. Ist echt ein bisschen... Ja, die Frage ist bloß wie ablenken, oder? Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Edna, es ist weg! Kid. Wir wissen doch, wohin das führt. Die perfekte Gelegenheit. Hup. Ja.
Und jetzt? Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. La 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 la. Ja, ich wollte es eigentlich da hoch, aber na ganz toll. Und wieder zurück im Gleichschritt. Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Ja, ungefähr so. Na toll, die Tür ist offen, aber ich kann nicht rein. Hilfe. Da. So, glaub's jetzt vielleicht. Was zum... Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ja, wen wundert's? Was mach ich jetzt? Flachmann habe ich immer noch. Willst du deinen Flachmann zurück, Tannen? Dann hol ihn dir. Es ist doch ganz leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist es niemals leicht. Das mag ja sein, Kumpel, aber ich habe trotzdem hier keine Zeit für dich. Tut mir leid, ich muss das Ganze etwas beenden, beschleunigen, wie auch immer. Umdrehen, kann ich irgendwie umdrehen oder so. Ich bin ein bisschen eingeschränkt mit den Möglichkeiten. Hey, Tannen! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Angeschossenes Fass. Oh, Toll, was bringt das jetzt? hey, Kid! Friss Blei, Schwindler. Oh Niemand legt sich mit Kid Tannen an. Na gut, aber die Frage ist doch, was bringt mir das? Was soll ich wirklich... Oh oh. Macht euch auf eine Explosion gefasst! Bowling mit den Tannen. Das ist nicht ein Nerz, oder? Eine Spur explosiven Fusels, der genau in die Garage führt. Na los, Kid. Wir wissen doch. Ah, und wir wissen ganz genau, mit was man so etwas entzünden kann. Mit Feuer. Wohl bekomm's, Kid. Hey, Danny! Ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht solange Edna da drin ist. Wie, jetzt ist noch da drin? Ich dachte, wir wären abgehauen. Hallo. Na toll, was mache ich jetzt? Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Oh mein Gott. Hey. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und wieder zurück. Oh. Edna, komm mal raus da. Oh. Ja, bringt sie ungeheuerlich, wa? Oh. Das ist etwa mittlerweile bei ihm. Bezweifle ich ja, aber vielleicht kann ich mal mit Doch ganz einer Runde mit dem Quatschen. So, Danny DeVito, wie sieht's aus? Drehen, Karat. Quatschen, mit dem Quatschen geht's, ja. Was soll ich tun? Hast du eine Waffe? Keine echte. Keinen Schimmer. Ja, ich auch nicht. Huh. Ja, und jetzt haben wir noch einen... Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ja, überrascht doch keinen. Rohrkopf. Das ist für dich. Bringt doch alles nichts. Ich muss das Teil irgendwie anzünden. Hatten wir doch gerade. Hey, Danny! Ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht solange Edna da drin ist. Na los, Kind. Wir wissen doch, wohin das führt. Stimmt, ich werde auf deinem Grab tanzen. Ja, so ungefähr. So ungefähr. Mann, Edna, wieso bist du noch nicht da? Na, wo ist denn die, Mann? Sie ist doch gar nicht mehr da, Mann. Marty, was soll der Quatsch? Ich hab doch sonst nichts für ihn. Willst du deinen Flachmann zurück, Tannen? Dann hol ihn dir. Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Ja, tu ich, Mann. Das reicht's aber. Nimm das und das und das. Ich glaube nicht, dass er jetzt alle raus... Ist mir doch egal. Edna ist ziemlich findig. Ich wette, sie könnte sich retten, wenn man sie nur ließe. Eine Spur explosiven Fusels, der genau in die Garage führt. Ja, und du sollst das Teil jetzt endlich mal anzünden, Marty.
Jetzt mach doch nicht so Tadam draus. Beziehungsweise mach's nicht so schwierig. Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht solange Edna da drin ist. Ja, aber... Jetzt Moment mal, was? Er hat gesagt, Edna ist ein Laster drin? Es ist doch ganz leicht, Herr. Moment mal, soll ich nochmal schnell überprüfen. Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht solange Edna da drin ist. Ein Laster? Ja, aber doch nicht da drin. Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Oh je, oh je. Leute, was soll ich tun, ey? Edna ist doch schon lange raus, Marty. Verdammte Scheiße, mach doch mal was. Nimm das, Bulle! Ich kann auch nichts machen, die Lücke geht nicht, die Schnappspur geht nicht. Die Songtexte bringen auch überhaupt nichts gerade. Niemand legt sich mit Kid Tannen! Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier zünden! Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht solange Edna da drin ist. Ist sie doch gar nicht mehr Mensch! Oh. Ich komm doch da nicht rein. Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin das führt. Kann ich das halt auch irgendwie von hier aus, was weiß ich, machen? Reinschießen kann ich auch nicht. Abtanzen! Willst du deinen Flachmann zurücktennen? Dann hol ihn dir. Kann ich vielleicht das Teil da reinrollen, reinwerfen, egal was das bringen sollte? Ist leer. Wozu das also? Das frage ich mir allerdings auch. Ist leer. Wozu das also? So, jetzt reicht es mir aber. Hinweis, sorry Leute, aber ich habe keinen Bock hier mehr zu lange zu warten. Und wie soll ich das machen? Ja, gut. Damit Kid Edna aus den Augen lässt, musst du hinter den Polizeiwagen gelangen. Ja, und hier bin ich doch. Es ist doch ganz leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist es niemals leicht. Ja, und jetzt machen wir eine fröhliche... Lass dich nicht erschießen. Ja, machen wir jetzt einfach eine fröhliche Kaffeepause oder was? Warten wir, bis die Edna vielleicht mal selber rauskommt. Ja gut, warten wir halt. Und sonst, Danny, wie geht's so, den Individuo? Was soll ich tun? Keinen Schimmer. Ja, immer kein Schimmer. Nimm das! Bringt doch alles nichts. Nimm das! Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht solange Edna da drin ist. Niemand legt sich mit Kid Tannen an! Aber sonst wirklich nirgendwo hin. Hinter die Abfalltonnen geht's nicht, in die Fässer geht's auch nicht. Also doch, könnte ich natürlich schon, aber laut den Hinweisen darf ich es ja nicht, wahr? Hier, damit Kid Edna aus den Augen lässt, musst du in den Polizeiwagen gelangen. Habe ich gemacht und hier bin ich. Wenn du Kid lang genug von denen ablenken kannst, wird den Rest selbst erledigen. Na los, Kid. Wir wissen doch, wohin... Eine Spur explosiven Fusels, der genau in die Garage führt. Ja gut, dann warten wir halt eine Weile. Was soll ich sonst machen? Yeah. Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Ja, das tun wir. Edna wird es bitte mal rauskommen. Ja, ich weiß, ich habe sie vorhin auch gesehen, aber laut Marty ist sie ja noch drin. Ist ja ungeheuer spannend, war. Trip! Aber da ist sie doch gar nicht mehr, Mann! Sag mal, Spielfehler, hallo, oder was soll das? Hey Kid! Das Blei, Schwindler. Ah, jetzt hat sie fängst die Es Güte. ist doch ganz leicht, Tannen. Hey Holcott! Das ist für dich. Natürlich.
Jetzt mittlerweile hat sie die Güte dazu. Hey, Tannen! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte. Sag mal, Alter, wie viel Munition hat der eigentlich? Hey! Braves Mädchen. Hey, Kid! Friss Fleisch. Ja, wiederholst dich. Hey, Hohlkopf! Das ist für dich. Ja, offenbar reicht's aber. Dann... Leider kann ich mich schlecht konzentrieren, wenn mir dauernd Kugeln um die Ohren fliegen, Mr. Corleone. Klar! Keine Sorge, damit hat's gleich ein Ende. Keine Kugel mehr, dafür ein bisschen Holz, würde ich mal sagen, wa? Ja, ein paar Holzscheiten. So, sie ist draußen. Versuchen wir das Endloch. Meine Güte. Hey. Hey, Kid! Ha! Das ist keine echte Waffe. Stimmt, hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh Mist. Jo, das würde ich auch behaupten. Er entkommt! Oh nein. Moment mal, ist da auf dem Dach nicht etwa... Aber da oben ist doch... Oh nein. Genau. Ja. Nein. Da! So gut wie neu. Sieh an, der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada. Sonst ist Browns Junge dran. Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger. Kein Scherz. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Emmett! Nein! Du bist an all dem schuld, oder? Ja! Ich hätte es Na wissen warte, müssen. Welcher was Gangster Gurt? heißt schon Also, Michael Gurt. Corleone? Dann mit dem Gurt, warte mal schnell. Bringt nix, bringt nix. Links ausweichen. Jupp. Niemand Rechts ausweichen, hält was hab ich mich sonst zum noch Lachen, drauf? du hinterhältiger Zwerg. Ich schätze, ich bin ein Nie... Es geht nicht so gut, wa? Was sonst noch was dabei, was ihn interessieren könnte? Im Flachmann an den Kopf werfen zum Beispiel. Halt mal still, Alter. Ist leer. Wozu das also? Hast du ein paar letzte Worte, du Ratte? Nichts, was du verstehen Jo. würdest. Die Frage ist trotzdem. Rechts ausweichen. Jo. Oh, nochmal rechts ausweichen. Nee, gut. Aber bringt ja alles nichts. Dann auf die Tannenart. So langweilst du mich also zu Tode? Ja, ungefähr. Ich überlege immer noch, was ich tun könnte. Das mit Gurt klappt irgendwie nichts. Na los, mach schon, du Ring. Und jetzt? Ah! Hey! Doc, drück drauf. Irving Tanner. Ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie! Oh, das hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? In Ordnung, Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind,
Ich hätte da ein paar Anregungen. Aber erst sollten wir uns einen Film ansehen. Sehr gern, Mr. Brown. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. Puh. Komm, Annie. Wir suchen Doc. Ich glaube, wir haben hier einiges durcheinander gebracht, wa? Oh Mann. Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kid wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tannen gibt es 1986 nicht. Außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Einer Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein? Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas ausruhen. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Oh oh. Grundgüte. Was haben wir bloß angerichtet? Wo bist du, Doc? Keine Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Doc? Das glaube ich einfach nicht, hey. Also jetzt ist das Zeitraumkontinuum echt im Arsch, aber komplett, hey. Und irgendwie haben wir es verlernt, war. Also in meinen ersten 3 Filmen, da konnten wir es besser. Martin McFly, age 18. Okay, Doc, let's see Wieso what auf kind of Englisch? nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Hill Valley under Citizen Brown is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. 0 demerits until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is what happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you? Das glaube ich einfach nicht, hey. Ja, auch wenn die Musik gerade ziemlich cool ist, wir haben es echt nicht mehr drauf. Jedes Mal, wenn wir zurückkehren, haben wir irgendwas vermasselt. Wundert mich allerdings, dass unser Vater trotz allem so geboren wurde, nicht wahr? Und wir somit auch, weil das mit Trixie darf was da doch. Naja, hätte auch in die andere Richtung gehen können und etwas Ernsthaftes werden. Und vielleicht ist es das auch, ich habe keine Ahnung, ey. Aber wie es aussieht, ist jetzt echt der junge Emmett Brown auf Ednas, ja, auf ihr Getue halt reingefallen. Sprich, er ist jetzt auf ihrer Seite und das ist sicher nicht gerade gut für uns. Vermutlich hat er auch mit der Wissenschaft aufgehört und so weiter und so fort. Und das wird einfach übel werden. Wie es aber weitergeht, das sehen wir im nächsten Part, weil dann geht's mit der 3. von insgesamt 5 Episoden dieses Spiels weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.